dümpelst du in deinem intellektuellen Sumpf und findest keinen Grund. Aussage von meinem Physiklehrer. Ohne Scheiß. Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich bin kein verficktes Opfer oder so. Ich habe schon immer gesagt, was mir stinkt. Aber so langsam, ja, da geht's mir richtig auf die Eier, dass die einfach immer weitermachen. Ehrlich, ihr nervt! Sorry, Leute. Ich meine natürlich nicht euch. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre irgendwie aggro oder so. Aber es ist halt, keine Ahnung. Julian? Na, was schreist du denn so, hm? Ich wollte mich eigentlich noch eine Runde aufs Ohr hauen. Ich habe heute wieder Nachtschicht. Ist gut, Mama, sorry. Hast du denn deinen Rucksack gepackt? Ich weiß, ich nerv wieder. Bin schon weg. Egal. Sollen die ihre Bälle ruhig weiter auf mich drauf schießen. Hindert sie ja eh keiner. Aber es soll sich niemand wundern, wenn ich irgendwann zurückschieße. Ich habe noch einen Joker in der Hand. Das seid ihr. Peace, Leute, ich gehe auf. Ach, und danke für eure Kommis. Ciao. Wisst ihr schon, wer mit wem aufs Zimmer geht eigentlich? Also ich würde gerne mit der Rosa auf ein Zimmer gehen. Ich würde auch gerne mit der Rosa. Hey, was filmst du da? Du bist nicht das in deinem Feld. Hey, gib sie wieder her. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier live, ja mittendrin im Krisenzentrum der Klasse 11C des Bertolt Brecht Gymnasiums. Menschenbilder, Impressionen. Meine Kamera. Meine sehr verehrten Zuschauer, Sie bemerken, die Stimmung ist am Brodeln. Der gemeingefährliche Polypolermann hat soeben versucht, unsere Reportage zu manipulieren. Ich gebe nun weiter an meinen Kollegen und Freund Veit. Herr Veit, was sagen Sie zu dieser Situation? Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt hier auch so eine ganz klassische Konfliktsituation, ne? Und das ist dann auch so ein Stück weit nicht in Ordnung, ne? Ja, müssen wir nochmal drüber reden, Leute. Ist klar, ne? Ne? Shit, Alberti. So, Herrschaften, wir sind dann gleich da. Kommst du? Mein Rucksack, den habe ich da reingelegt. Was soll denn das werden? Ausverkauf, siehst du auch, dass nichts mehr drin ist. Was filmst du denn da? Ach, das ist nur der Beweis dafür, wie böse die Welt ist. Ach so, das soll ein Remake von Schindlers Liste werden. Vielleicht sowas Ähnliches, nur in Farbe. Also, Jungs, ich erwarte das jetzt einfach von euch. Ja, wir haben da 1000-mal drüber gesprochen, es geht nur mit Vertrauen. Herr Alberti? Ihr wisst genau, wann die Grenze erreicht ist. Und dann gibt es eben keine Party am letzten Abend. Also, gib mir jetzt lieber die Flaschen. Wir haben nichts, ehrlich. Wieso klimpert's dann in deiner Tasche, Alexander? Muss ich da erst mit Baseballschläger draufhauen? Mein Rucksack ist weg. Vertrauen, ja? Warum vertrauen Sie uns dann nicht einfach mal? Hier, zufrieden? Na, okay. Herr Berti, Feinster Wodka. Und jetzt kümmern Sie sich bitte um Kilian. Er kann seinen Rucksack nämlich nicht finden. Sollen wir gleich wieder nach Hause fahren? Als Neue wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Du machst hier nicht gerade Freunde. Ich entscheide, wer meine Freunde sind und wer nicht, okay? Auf zu lachen, ey. Es hat niemand gesagt, Tonne, öffne dich. Darüber reden wir noch. So, und was ist jetzt mit dir?
Der Berti hat mich mal beim Kiffen erwischt. Seitdem bin ich bei ihm unten durch. Er glaubt, ich mache das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ein Scheiß. Das ist immer dieselbe lächerliche Ausrede von den Lehrern. Die halten einen für dumm. Dann bekommt man immer die gleiche Psychodusche zu hören. Naja, ich kiffe, wenn's hochkommt, 1-2 Mal im Monat. Okay, in letzter Zeit passiert das vielleicht öfters. Aber trotzdem langweilen die mich mit ihrem Hirngeficke. Wenn ich mit roten Augen im Unterricht sitze, ja, dann checken sie es nicht oder wollen es gar nicht checken. Aber wenn sie dich auf frischer Tat ertappen, dann zeigen sie dir ihre Knastpädagogik. Das hat dann Konsequenzen. Die wissen nichts über dich. Bis sie urteilen. Du vermisst doch deinen Rucksack, oder? Ist das vielleicht deiner? Ja, das ist meiner. Wo war er denn? Vor meinem Zimmer. Auf jeden Fall war er sperrangelweit offen und ich musste, naja, eine etwas unangenehme Entdeckung machen. Was? Wieso das denn? Das ist nicht meine. Guck mal, Auf welches Zimmer muss ich? ich sag ja auch gar nicht, dass es deine ist. Aber kannst du dir vielleicht erklären, wie die in deinen Rucksack kommt? Kilian, ich denke wirklich nichts Böses über dich. Ich will einfach nur mal... Kannst du mal ganz kurz die Kamera ausmachen? Wieso? Die Pädagogen haben doch selbst gesagt, dass ich alles filmen darf. Also film ich auch alles. Hast ja recht. Auf jeden Fall habe ich dir dein Einzelzimmer gebucht. Hallo. So wie du es wolltest. Die gute Frau Holler. So schnell sieht man sich wieder. Hm? Hallo. Hallo. Grüß euch. Hi. Ah, und du bist Kilian, oder? Genau, hi. Genau. Sieht doch sehr ernst gemacht mit der Kamera, finde ich gut. Zeig mir her. Cool. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ist auch ganz schön viel passiert hier und alles auf Band natürlich. Auf der Speicherkarte meint sie. Soll ich Ihnen zeigen? Ja, klar. Ja, vielleicht warten wir noch ein bisschen mit der Videoanalyse. Du kannst übrigens auch du sagen, wenn du magst. Also auch wenn es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. So, ich glaube, wir müssen mal hoch in die Zimmer beziehen, weil wir wollen ja um 4 schon mit dem Programm anfangen. The Making of Konfliktseminar. Super. Na, hier hast du dein Baby wieder. Mann, verpiss dich, du Spanner! Ist das du?
So, okay. Also, hier geht es erstmal darum, dass wir in den 2 Tagen, die wir jetzt hier zusammen sind, unsere eigenen Regeln aufstellen, okay? So wie im Knast? Nee, nicht so wie im Knast und auch nicht so, wie ihr das vielleicht von der Schulordnung her kennt, so als Verbote, sondern eher so als Vereinbarung, wie wir hier miteinander umgehen möchten. Ja, das bringt's ja voll. Klappt ja eh wieder nicht. Doch, wenn ihr anfangt, euch selbst ernst zu nehmen, dann schon. Also jeder Einzelne und jede Einzelne ist verantwortlich für die Klassengemeinschaft. Und wir können euch zwar dabei helfen, dass das Klassenklima besser wird, aber das funktioniert nur, wenn sich keiner rauszieht. Und wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das auch. Ja, dann würde ich gerne anfangen. Okay. Also, was mal gar nicht geht, ist, dass irgendwelche Leute in mein Zimmer reinplatzen, um anzuklopfen. Ja, genau, besonders nicht Pulli mit seiner Kamera. Ist eh so pervers. Ja. Was ich mir wünsche, ist einfach gute Stimmung, ein bisschen Spaß und dass wir uns als Klasse einfach ein bisschen näher kommen. Das könnt ihr doch gerne ein bisschen näher. Ja, das zum Thema ernst nehmen. Okay, jetzt wissen wir auch, warum wir anklopfen sollen bei euch, ne? Was ich noch gerne wissen würde von dir, Luis, ist, was du persönlich dazu beitragen kannst, dass es hier läuft. Vielleicht. Ich versuche mich einfach korrekt zu verhalten, ja. Okay, was heißt korrekt für dich? Nicht mobben und so. Sich halt an die Regeln halten. Ja, Mobbing ist halt auch nicht okay, ne? Ja. Alexander, kannst du nicht einfach mal jemanden reden lassen, ohne das gleich kommentieren zu müssen? Sie haben jetzt aber auch schon zweimal was kommentiert, Herr Albert. Danke dir, Luis. Pulli, du hast alles aufgemacht? Ich meinte Kilian, Entschuldigung. Pulli. Jonas? Warum müssen wir eigentlich selbst kochen? Auf Klassenfahrt macht es doch normalerweise das Personal. Tja, Wiebke, das ist hier Programm. Ihr sollt einfach mal selbst was auf die Beine stellen, ein bisschen Verantwortung übernehmen. Das ist die Idee. Es stärkt halt einfach die Gemeinschaft. Gemeinschaft? Die Drecksarbeit machen doch hier immer nur dieselben. Hey, aber ich find's cool, dass Sie mit... Oh Mann, ich meine natürlich, dass du mithilfst. Ja, unsere Lehrer scheinen sich ein bisschen zu fein dafür zu fühlen. Na, die müssen sich auf jeden Fall auch in die Spülliste eintragen. Dafür sorge ich, keine Angst. Sag mal, Kilian, warum wirst du eigentlich Pulli genannt? Na, wegen seinem Pullover. Gib dir keine Mühe, Wiebke. Karotten. Er pullert jede Nacht ganz gerne in sein Bett. Deshalb nennen wir ihn so. Ich dachte mir, es ist besser, wenn du es weißt. Nimmst bitte deinen Arm von meiner Schulter? Ich hab das nicht so gern. Danke. Soll niemand was Falsches denken, hä? Kannst du bitte mal das Öl geben, Wiebke? Danke. Hey Pulli! Was hast du da alles in den Salat reingetan? Sieht ja echt lecker aus. Ist das der Schnittlauch oder Gras? Leck mich. Lecken soll ich dich. Ja, wo soll ich dich denn lecken, Schwuchtel? Was du Bastard. Du hast mir die Baum untergejubelt, Wichser. Was denn? Wieso beschwerst du dich denn so, Pfiffnase? Fühlst dich wohl ein bisschen stark mit deiner Kamera, du Fickfehler. Merkst du eigentlich, wie psycho du bist mit deinem scheiß Frustfilm? Jetzt gib uns diese scheiß Kamera, Mann. Was ist denn los, Kilian? Kommst du mit runter? Ich hab keinen Hunger. Also, weißt du, wenn du dich aus allem immer so rausziehst, ja. Ich verstehe dich manchmal nicht. Ja, wenn du nicht auch mal einen Schritt auf die Gruppe zumachst, dann wird sich an deiner Situation auch nichts ändern.
Das soll sich schon ändern. Sie hätten vor 3 Jahren mit diesem Scheißseminar kommen sollen! Dieses Video, dieser Film ist der Beweis dafür, dass ich hier immer der Arsch bin. Wieso verdammt nochmal soll ich auf diese Scheißgruppe zugehen, hä? Es ist nicht die verfickte Aufgabe von einem Lehrer, für Gerechtigkeit zu sorgen. Okay. Okay. Ich hätte mir das auch anders gewünscht. Ich bin kein Psycho. Ich weiß schon, was danach passiert. Ja. Dann kommen sie alle und schreiben Bücher über mich. Erstellen ein Täterprofil und den ganzen Scheiß. Kilian K. war Bettnässer, konsumierte übermäßig viele Horrorfilme und wurde von seiner depressiven Mutter allein erzogen. Scheiß auf die Urteile. Es bin nicht ich, dem es an Menschlichkeit fehlt. Polly?
Hier, zieh das an. Mach dich schick für deinen Tod. Hm? Was ist? Das ist dir sonst doch auch immer so wichtig, ja? Oder gibt es etwa noch andere Dinge in deinem Leben, die dir was bedeuten? Hm? Pulli. Pack das scheiß Messer weg, Mann. Ach ja, Fritzi. Die war dir doch immer so richtig wichtig. Schade, dass sie dir zuvorgekommen ist. Was meinst du? Was hast du... Alter, Mann, das ist doch nicht mehr witzig. Oh, überschreite ich da etwa eine Grenze?
Schon blöd, oder? Da ist doch die Toilette. Komm, wir gehen hin. Hm? Ja. Komm. Hm? Ja, so ist fein. Schön. Hier rein. Kilian. Ich heiße Kilian. Veit, ist das wirklich dein einziger Kommentar dazu? Hm? Ich helfe dir doch. Ist gleich vorbei. Geht ganz schnell. Wirst schon sehen. Pulli nicht. Bitte. 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 Kilian, bist du da drin? Alles okay? Ich habe dir was zu essen mitgebracht. Danke. Wein nur. Weinen tut gut. Weißt du, was dein eigentliches Problem ist? Du resignierst. Ist ja nicht so, als hätte ich mich nie gewehrt. Ja, aber du hast damit aufgehört. Glaubst du, du kannst immer einfach alles ignorieren und abhauen? Ich finde, du musst jetzt dein Mann stehen. Was soll das heißen, Mann sein? Soll ich so werden wie die Affen da unten? Du sollst kein Mann werden. Du sollst der sein, der du bist. Zeig ihnen deine Gefühle. Aber nicht deine Wut, sondern deine Verletzlichkeit. Das macht dich stärker als die. Damit rechnen die nicht. Du schaust zu viele Filme.
Tschüss.